Goedemorgen, het is Christkind im Namen Jesus. Dat is een schöne dag, een schöne gelegenheid. Es ist top zu sein. Wir sind in einer Vorbereitungszeit. Viele denken an Reitmärkten zu Weihnachten. Aber nicht nur bloß dort. Wir sind in einer Vorbereitungszeit auf mehrere verschiedene Wege. Viele von uns merken die nächste Generation reit zum Leben, zum Ehrenstand nehmen. Wir merken reit für die nächste Zeit, für die Ewigkeit. So wir sind in einer Vorbereitungszeit. Wenn ich zum Reit merken, das fehlt nicht an Vernehmen. Da sagen wir meestal sehr gut an. Wir nehmen uns fair. Nächstes Jahr, da wo wir 10 Jahre auffangen mit Reitmärkten zu Weihnachten, so wenn der Stich bekommen, der sehr drachendrahlig hast, dann wo wir nicht im Port sind davon, da wo wir all reit sind, da wo wir können daran denken, was Weihnachten besonders zu bedeuten hat und so weiter. Wir nehmen uns fair in planen, was wir tun wollen. Aber vernehmen allein ist nicht genug. Und ich will für dich mit einer Botschaft mitteilen über einen Vers. Jesaja 62, Vers 10. Wenn die Bibel haben, dreht nur Jesaja 62, Vers 10, sind 7 Dinge, und das ist ein Vers, 7 Geboten, was uns helfen kann, rein zu merken. Rein zu merken in uns Leben. Rein zu merken für die Ewigkeit. Rein zu merken in Licht zu sein zu den Menschen um uns. Jesaja 62, Vers 10, ich will Vers 10 und 11 lesen. Und dort sage ich, Gott mal, Gott durch die Puten. Merkt den Weg reit für das Volk. Merkt einen großen Weg reit. Merkt den vor dich. Riemt die Steine zu sehen. Wies der Lied jene Flauge. Horcht, der Herr lässt jünd überall, über alle Wegen auf der Erde bekannt geben. Sagt er dort zu dort scheine Sion, checkt mal, jün heil es auf dem Weg. Und er hat dort, was er gewonnen hat, mit sich, in dort Volk, was er frei gemerkt hat, kommt am vorab. 7 Dinge, sagen wir in diesem ersten Vers, was wir betrachten wollen. Und dort als der erste, sagt er, Gott mal. Viele von uns haben ein gutes Vernehmen. Aber das fehlt, dass wir mal in Anfang merken. Gott mal. Mal in Anfang merken, mal den ersten Staub nehmen. Viele weiten all, was der nächste Staub ist, was sie nehmen sollen, aber sie wehren sich den Staub nicht zu nehmen. Weil sie fürchten, was die Folgen worden sind davon. Wir sind nicht willig, wir sind nicht rein, mal den ersten Staub zu nehmen, weil es der erste Staub ist, uns zu demütigen. Einmal tot zu stehen, dort ans Halb fehlt. Dort wir brücken den Heiland. Dort unsere eine Worten, unsere eine Religion, ist nicht genug. Das wird es nicht merken. Gott mal, nehmt mal den ersten Staub. Vielleicht sind hier so eine von Jünd, die haben nie nicht mal den ersten Staub genommen. Die haben dir nur gesagt, vielleicht hast du das auch klar geworden, was der erste Staub soll sein. Habe den ersten Staub genommen. Gott mal, sagt er. Zweitens, sagt er, Gott durch die Puten. Nicht besonders für die Put stehen und ein bisschen anchecken, für das sieht, ein bisschen von da sieht,
ein bisschen rumchecken, wer wird das sein, wenn ich das Staub vornehme. Wenn ich mal wirklich wo durch die Put stoppen, dass ich mal der Band sein. Viele, die gehen bei der ran, bei der Put, aber sind nicht rein, sind nicht willig, den Preis zu tun, wo was brauchen, mal nennstoppen, mal durch die Put gehen, mal eine klare Entscheidung machen, dass eine Entscheidung ist. Nicht, hier sind die Mehrheit dran, wir wollen jetzt auch was ein bisschen hier so Raum abholen. Du dich bitte der, wollen wir uns so lassen, die Put was taugen, und da wollen wir doch. Wir wollen doch, die Put taugen, jetzt werden wir noch durchgehen. Die sagt, gut mal durch die Puten. Nehmt den Staub, merkt eine Entscheidung, merkt dort eine Entscheidung. Hebräer 12, Vers 13 sagt, merkt sichere Schritt für jene Feit. Dort keiner aus dem Luma handstolpert, über Leiber gesund wird. Merkt sichere Schritt. Nehmt sichere Staub, merkt einen sicheren Platz für jene Weg, für jene Feit, zum Gehen, dass die sicher stoppen tun. Merk den Weg reid, sagt er. Du erst reid zu merken für diesen Weg. Du sind Dinge, die verändert werden. Wir müssen uns heute reid merken für Gott seinen Weg. Du musst einmal ein Verändernis sein, so Römer 12, Vers 1 und 2 sagt. Du brauchst eine Verändernis in uns Denken. Das ist nicht mehr, das handelt sich nicht mehr von mir. Das handelt sich um Jesus Christus. Er sieht sich selbst auf, um den Weg rein zu merken für das Volk, sieht er sich selbst auf und sieht vor, wenn ein anderer Weg ist, dann lässt es vorbeigehen, aber nicht mein Willen, sondern den Willen soll getan werden. Merkt den Weg rein. Viele Romans, die kicken nur uns, die sehen nur den Weg. Und die kicken nur uns, was für eine Stadt, wo wir nehmen. Die lehnen sich an uns, oder die fürchten uns. Oder die kicken nur uns aus dem Vorbild. Merkt, wie den Weg reid. Alle von uns haben so eine Romans, was wir beeinflusst getan. Jemand hat gesagt, dass der Average von uns haben 50 Menschen, was wir beeinflusst getan. Noch eins zu tun mehr, und eins zu vielleicht weniger, aber ein Average, but 50 Menschen, was wir beeinflusst getan. Vielleicht bei unserer Arbeit, in unserer Familie, wo immer. Man als ein Freund, du sind immer so, die kicken nur uns, die lehnen sich an uns, die halten sich an uns, tun was wir tun, wollen die auch tun. Er sagt, merkt den Weg rein. Merkt den Weg rein, so dass Menschen können den rechten Weg finden, die können durch Christus kommen. Und ein besonderer Weg, wo wir das letzte paar Wochen auf Gebetsstunde haben, nur gekickt, ein kleines Büchlein durchgegangen, wo wir können für die Verlorenen beten. Ein Gebet ist ein besonderer Weg, wo wir können merken, wo wir können den Weg merken für andere Menschen, dass sie durch Christus kommen. Sie, die sind im Gefängnis. Die Stärker man so tun, hat die Gefangenen genommen, in ihre Sinn. Hat die Lees verteilt, was die Leben tun. Und da werden kommen die nicht zum Licht. Hat die Augen zugehangen, dass die Gott die Wahrheit sein kann. Die Wahrheit, das Evangelium erst eine Natur hat für dich. Die verstehen das nicht. Du weißt, es ist wichtig, dass wir für dich beten, dass wir den Weg reinmerken, dass die können zu das Licht kommen, dass die können die Wahrheit sein. Im 5. Seite, merkt den vor dich. Nicht mehr bloß, merkt den Weg rein, aber merkt den vor dich. Viele fangen an,
Wir reden jetzt sowas von einem Prayer Meeting, wo 4. Mal wir haben angefangen für jemanden zu beten. Wir haben ein Bezeugnis für den, vielleicht ist das jemand von unserer Familie, oder zum Freund, oder Freundschaft. Wir haben angefangen für den zu beten, ehrlich zu beten, dass Gott sich wird erbarmen über dich, dass Gott wird den Musik tragen und den Raden. Und dann haben wir für eine Zeit lang gebet, und wir sehen keinen Unterschied in der Lot von nu. Und hier war ab. Wir sehen nicht, dass die Fußfallen sind, davon in der Lot von nu geben ab. Wir lassen ein Beispiel von George Mueller, wo du beten deed, veel beten deed. En hij zegt, waar viele duizenden gebeten Gott beantwortet hat, dezelfde Stunde oder dezelfde Tag, wo er das Gebet hat. Aber er hat für 5 Menschen gebet, was der Herr am Hort gelegt, dass die würden gerat worden. Der erste, dat die een Monat, wat hij zich bekeerd. De tweede, dat die een paar jaar. De derde, dat die meerdere jaar. De vierde, wat 36 jaar. Aber de laatste had hij voor 62 jaar gebet. En die werd nog niet bekeerd. Maar hij zei, wat? Wilt echt beten? En hij hield zich aan God zijn woord. God zei, van je worden wat beten om mijn wel, nu dat wil ik doen. En hij hield zich aan. Als George Mueller zijn graf wordt afgelaten en hij eet door dich bestemmt de man. En geeft zijn hart naar Jezus. 62 jaar, 8 maanden had hij voor den gebet. Den waag merken en den vorig merken, dat mensen gaan naar Jezus komen. Merk den waag en merk den vorig. We hebben veel te doen. God heeft ons een opgave gegeven te helpen den weg rijdt merken voor mensen dat die kunnen vrede vinden met God. En nummer 6 zegt het, riem de steinen te zien. Riem de steinen te zien. Wat zijn de steinen? De steinen zijn die dingen wat mensen worden ten val brengen. Wanneer die op de weg door de waarheid zijn, of op de weg door de waarheid willen gaan, dan zijn de steinen wo die über Hand fallen. Wo die ihre Feit ansteigen in Hand fallen und dann nicht vorwärts kommen und in weitere Wahrheit. Und oftmals sind die Dinge in uns Leben, wo die nur checken down und dort ist ein Anstoß. Weil wir leben in der Freiheit, wir sind frei gemerkt in Christus. Und wir freuen uns zu der Freiheit. Wir sind nicht mehr gebunden, wir sind nicht mehr unter das Gesetz. Wir sind nicht mehr unter Regeln gebunden. Wir sind nur frei in Christus. Und dann leben wir uns so gleichzeitig, dass wir erlauben Dinge in uns leben, wo wir sagen, das ist ein Frieden, das ist kein Trouble mehr. Das ist keinen Sinn. Und wir denken, wir können, even though vielleicht nicht einen Sinn hast, aber das ist ein Anstoß für einen anderen Mensch, der den Dreh hält, wenn die Christus kommen, und dann ist dort einen Sinn. Dann sagt er, da sind wir je in Christus. Sagt Gott, sie wird uns. Riemt die Steine te zien. Die Dinge, wat andere Menschen in Anstoß sind. Nou, in verschiedene Tiden, in verschiedene Porten von der Welt, mit verschiedenen Menschengruppen sind es verschiedene Dinge. Das ist nicht alle nicht rein. Ich rede als eine Gruppe, eine junge Gruppe, und ich sehe, wie viel von Jünd, wenn die wollen rüberfahren zum Mittag, in ein Restaurant fuhren, haben die älteren Jünd einmal gewarnt, dass dort sehr vorsichtig sind, dass die nicht wollen, fordern von der Mahlzeit, sondern was der geopfert ist, zu aufgeben. Du wirst nicht ein junger Mensch, was in Hand abhält. Weil das ist kein Problem für dich. Das ist nicht something, wo wir mit, was da für die Steine am Weg sind. Die Palästina-Zeit wird dort. Wenn du die Fleisch kaufen, was gebraucht wird zum Opfern, zum Aufgeben, anbeten, für die Opfern, du wirst dich auch mit das Fleisch, Paulus sagt, dass, wenn du das gereinigt hast, durch das Gebet und durch Danksagung, das ist nicht mehr recht.
Aber, er sagt, wann die somebody sit, wer du rückkommt, wer du noch mit geplant hast, wer du ein schwaches Gewissen hast, und da sit die dann eten, und da du da zum Fall kommst, sagt er, dann darfst du deine Freiheit brauchen, zum Fall bringen. Und er sagt, von dort an erst, ich will nicht mehr Fleisch eten für ewig für mein Leben. Ich will jeder würde sagen, wie würde das sehr schwer fallen, Fleisch auf sein für ewig für mein Leben. Aber wie viel wird es uns dort, was von Preis sagt wie auf der Säulen von die, für wem Christus gestorben ist. Wenn die ein schwaches Gewissen haben, wenn die von einem anderen Hintergrund kommen, sind die Dinge in uns Leben, wo die Steine am Weg sind, wo die Tree hält, wo die zum Fall bringt, dass die nicht wirklich in der Wahrheit wandeln. So wie uns Frauen. Er sagt, merkt den Weg rein, merkt den vor dich, in der reinte Steine zu sehen. Reinte Steine zu sehen. So dass die Menschen nicht durch ihre Hand fallen, wenn die sehen nur den Weg, wo sie Frieden finden mit Christus. Merkt den Weg rein. Aber nicht mehr bis dort, ich sage, merkt den großen Weg rein. Freitag so was, vor wir nach Toronto und Henry Anna von der Airport abpicken, als die auf Weg durchhin wären, auf dem großen Weg. Auf einmal wird der Weg kleiner und kleiner und kleiner. Von 3 Lane nur 2 und dann noch eine. Und das ist noch eine Typ, für du durchkommen. Aber du wird geschafft. Der Weg wird reingemerkt. Ein großer Weg wird reingemerkt. Wo wir? So dass viele Menschen können durchkommen, wo sie handeln. Uns gefällt das, wenn die große Wege reingemerkt worden, glatt gemerkt worden, Glück gemerkt worden, so dass wir fahren können. Und wir können bosig durchkommen, wo wir hin wollen. Gott sagt, merkt den großen Weg rein. Wo wir einen großen Weg? Du sind von den 7 Billionen Menschen in dieser Welt. Wird alle Motten auf diesen Weg kommen, wenn die wollen selig werden. Du hast das kein Weg. Du sind sehr viel, die opfern alles an, was sie haben. Die geben ihre Kinder ab. Die opfern ihre Kinder ab. Ihr habt Gott. Alles, was sie haben, sind opfern sie ab, weil sie wollen Frieden haben mit Gott, und die finden das nicht. Das ist das nur nicht zu finden als in Christus Jesus. Du weißt, es ist so wichtig, dass das Weg reingemerkt wird. So dass Menschen können durch Christus kommen. Dass der Christus sein kann. Wenn wir im Stich stehen, dass der Christus nicht sein kann, dann werden die verloren gehen. Wenn durch Steine am Weg sind, wo die ihre Hand fallen, werden die nicht durch Christus kommen. Merkt den Weg rein, sagt er. Merkt den großen Weg rein. Und merkt den vor dich. Nicht abgeben. Du sind noch immer Dinge, die man arbeiten. Du wirst noch immer mehr fehlen rein zu merken. Du sind noch immer mehr Steine, die fehlen zu sehen, zu riemen. So dass Menschen können durch Christus kommen. Merkt den Weg vor dich. Und dat meint onholend blijven, beständig blijven dabei. Eens sie sind gekommen durch Christus, während sie haben bemerkt, dass ihr Freund oder ihr Freundschaft oder ihr Geschwister sind durch Jesus gekommen, haben die bemerkt, haben die Verändernis gesehen in ihr Leben und sind durch die Glück gekommen und dann ab eins, dann sind die, was das Vorbild gewesen, was die andere Hand gelehrt, sind die gefallen, aufgegangen. Und dadurch sind viele andere, die nicht sind zur Wahrheit gekommen, weil sie haben nicht gesehen und sind so disappointed in was sie sehen. Merkt den Weg rein, merkt den großen Weg rein und merkt den vor dich. Und riemt die Steine zu sehen. Alles, was uns Zeugnis behindern wird für Christus.
Und dann, Nummer de 7e, sagt er, en wies de lied jene vlag. Wies de lied jene vlag. Wat is de bediening van de vlag? De vlag bedient wem we aangehieren. Een paar jaar terug, als we nu Egypten, Israël en Jordan voeren, die ons Tourguide ons aansparen, we zullen ons een kleine spalt aanmerken met de kanadische vlag daar aan. Hij zei, Canadians, die zijn goed aangezien in de meeste part van de wereld, veel beter als de Amerikanen. Zegt wat je de kanadische spalt aan hebben, waar je goede treatment krijgen. Wies die lied jene vlag. Wies die voor wem je staan. Wem je aangehieren. Wie je thuis gehieren. Wies jene vlag te de lied dat je Christus aanhieren. Wat hebben we, wie hij zegt niet, zegt hij dat, hij zegt wies hij dat. Wies die lied jene vlag. De vlag is ook een beeld van autoriteit, waar we ons onderordnen doen. Christus zijn lijf, is onze vlag. En door dat we ons onderordnen. En door ons zullen de mensen zijn, wem we aangehieren, waar we thuis gehieren, dat we Christus aangehieren. Matthäus 5, vers 16 zegt, zo laten jullie licht voor de mensen zien, dat ze jullie goede werken zijn, en jullie Vader im Himmel door verloven. Het zegt niet, laat de mensen jullie goede wien hieren. Dat je dat ganz leicht te doen. Maar onze goede werken zijn, dat brengt bestendigheid. Dat die ons leven zijn, ons leven betrachten, en doorver Christus loven doen. Eins van jullie hebben dit een stapje genomen en je ervaren Widerstand. Wils je zijn mal gegaan, je bent mal durch die Put gegaan, je hebt een stapje genomen, je hebt een gouden weg gemerkt. En je wandelt op deze weg en je hebt Widerstand. Wo zullen we damit verhandeln, wenn wir Widerstand haben? Laat jullie licht zo schijnen voor de mensen, dat es jullie goede werken, jullie goede leven zijn. Dat wordt hij helpen, veel meer, als jullie weten. Jemand zegt, predigt immer te die, en wanneer je alleen het doet eerst, dan brukt weer. Met ons leven immer op bewijzen, en wanneer je alleen het doet eerst, dan nog weer brukt. Ten dat bestätigen. Dus van ons leven doet eerst, ons leven dat bewijst, dan worden mensen wel van vrouw te vrouw. Een naar de andere. Wat belt vrouwen? Just zo is nu je beetje verteld een broeder, waar een man wat hij gaat chandeid am gevonden had. We zijn er met veel met drugs te doen had, drug trafficking en zo wieder. Had hem opgevonden en had gezegd, je hier wat God heeft verdiend leven gedaan, wat God die veranderd heeft. Wist je me helpen kan? Hij zei, vroeger had hij gedacht, die heeft voor jou een beetje te veel aangedaan, dus die wil mij niet voelen. Maar bij het weer aangeworden, die weer serious. Die wil helpen. Ze had zijn leven betracht en had gezien dat weer een verandernis. En had hij gevraagd, wist je me helpen kan? Mensen die kijken, nu een leven wat te bestendig is, nu een weg wat het lek is. Een weg waar de steinen te zien geriemd zijn. Een weg waar de ongeschaft is. Die weg blijft toch echt perfect zijn, maar die wordt ongeschaft. En wanneer mensen zijn die door ongeschaffen, dat heeft de moed op den weg naar te komen. Als ons leven zo ingesteld, leven we op zo'n weg, dat mensen durch ons leven naar Christus getrokken worden. Oder als ons leven vol steinen,
dat die zijn nog niet ja wenig gaan. Dit is een Anstoß. In Johannes Kapitel 13, vers 35, zegt Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod. En dit gebod is een gebod wat de krachtvol is. Hij zegt, ja, wanneer du wie een gebodje was, wodurch wir hadden kunt eeuwig leven krijgen, da wird Christus nicht an durf kommen. Aber das Gesetz kann nicht eeuwig Leben bringen. Das Gesetz kann uns bloß wiesen, wo hart wir kommen, wie Gott. Dort wir in Elisa brücken. Aber Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und was das steht? Je sollen euch einander gut sein. Krijg zo als ik jullie goed gewas zie. Zo zal je jullie ook einander leven. Wanneer je einander goed zijn, wordt alle man zijn dat je mijn jingen zijn. Dit is de test. Dit is de rechte weg. Dit is de gelijke weg. Dit is de hoge weg. De weg van leven. Want mensen werkelijk Gott zijn leven in ons ervaren. Dan worden die ook wel op deze weg opkomen. In Lukas Kapitel 3, vers 4, der 6, redet er van den weg wat er wordt reingemerkt, wat Johannes de Täufer, der scheint den weg reingemerken für Christus. In Heichmonate nur die Befehle, wat aangegeven worden, wat euch aangegeven worden, wo der Weg soll reingemerkt worden. Lukas 3, fang an von Vers 4, sagt er, so ist der Prophet Jesaja sein Buch geschrieben steht. Du raubt wer in der Wildnis. Merkt den Weg reid vor unseren Herrn. Merkt vor allem ein Glickenstich. De lichten zullen geveld en de grote en kleine boy uitgedlikt worden. De kromme wei moeten glik gemerkt worden en de rugge wei glad gemerkt. En alle mensen worden Gott zijn Erradung zijn. Zie, wanneer de Weg wordt reingemerkt worden, dan worden die mensen den rechten Weg zijn. Wanneer zijn dat is niet een gewisse pak Regeln, gewisse pak Gesetzen, wat we brauchen nu te volgen, maar dat Christus zelfs is, der als Heiland is, den we hier angehen, wiens evenbeeld we drauen, wiens Arbeit we ons en vertiefen. En die Gott zijn leven in ons erfahren. Dann wollen die Menschen auf diesen Weg abkommen. Von der sind viele Dutzende Romans allerweil, die Chicken Rom. Wo ist der Weg? Und einmal fragen die Menschen, wo kann ich weten, wo der Weg ist? Wo der rechte Kirch ist? Das ist ein so, jane down so steht. Wo ist nu das rechte? Wo kann ich das weten? Das ist nicht der oder dort oder jant, das ist Christus. Wenn wir Christus nu folgen, seine Leib in uns haben, sein Licht schien durch uns leben, dann wollen die Menschen antworten, wo der rechte Weg ist. Und wer sagt, soll das erfahren? Wer soll das sein? Sagt er, in alle Menschen wollen Gott seine Erradung sein. Was heben wir ab? Was stellen wir vor? Mit uns Leben. Was sind unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Schwestern, unsere Mitarbeiter, was sind die in uns Leben? Sind die, dass wir brauchen, gewisse Regeln zu folgen? Oder sind die, dass wir ein Verhältnis haben mit Christus? Erfahren die Gott seine Leib durch uns? Dort ist die Frau. Dort ist der Weg, wo die Menschen wollen,
Gott seine Radung sein. Hör mal, was Jesus verspricht. Er kam und er deed den Weg reitmerken, dass wir können zu Gott kommen. Und er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich sehe den Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kann nur den Vater bieten durch mich. Ganz klar, Jesus ist der Weg. Die wird noch ankommen, die hat er versprochen, dass er noch wieder reitmerken wird. In Johannes 14, Vers 1, Vers 3 sagt er, lasst ihr nicht der Wort beäugen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich euch das gesagt haben. Ich gehe also hin, jünt steht Reute merken. Und wenn ich hingehe, da steht jünt Reute merken. Wo ich zurückkomme, und jünt auch durchhin nehmen, dort je durch sind, wo ich sie. Jesus hat nicht nur bloß den Weg reingemerkt, dass wir können nur ankommen. Aber er merkt den Platz rein, wo wir verewigt waren mit am sind. Der Tiet der Rand bot sich auf. Bloß ein Leben, ein kaltes Leben. Was tun wir mit dort Leben? Wo Menschen durch uns leben, auf diesen Weg nachkommen, wo die durch uns leben sein, dass Christus der Rettung ist. Und ich war da Jesus so ein Prayer-Meeting mit, für eine Frau dort in Veracruz, 86 Jahre alt, ganz blind, ein Bein aufgenommen, wegen Krankheit, muss bloß am Bad sein, aber der hat immer 3 Tage den Weg fasten und beten. Sein Beten haben über 3 Tage den Weg, der zu fasten. Der Doktor hat gesagt, dass wir nicht gehen, sie soll nicht. Ja, die Familie hat gesagt, sie soll nicht so fertig fasten, sie soll da essen. Sie hat gesagt, wo kann ich, wenn noch so viele Menschen verloren sind? Was für ein Besorgnis haben du und ich? Wie proud dass es so leicht werden, so enterriemen, so enterrechten, dass wir uns das keinen Schein gehen lassen. Wir sind so viel Romans, wo wir uns das so maklich merken. Und wo sehr sind wir besorgt, um die wir doch verloren sind. Ich höre für ihr Werk mit der Botschaft, die hat 23 Minuten in der Hall. Ein Zeugnis. Wo die Toten, hörst du mal noch. Und seit auf das endgültig Wort in Besorgnis verbringen für die Verlorenen. Keiner soll nach dem Platz kommen. Gott will nicht, dass irgendwer du soll hinkommen. Da hat er nicht mal reingemerkt für Menschen. Hat er das für seine Fienden, für den Teufel reingemerkt. Und für den seine Engel. Aber wir sind alle von Natur am Weg dahin. Bloß durch Jesus Christus können Menschen auf diesen Weg hinabkommen durch ihr Leben. In dein Leben, in mein Leben, ist in Post, eine Flagge, was die gewisse Menschen kann helfen, auf diesen Weg hinabzukommen. Sehr wie ehrlich, mal einen Stopp zu nehmen, was wir weiten wie tun sollen. Mal durch die Put zu gehen und sagen, mir ist es dann von anderen, ich gehe näher, ich ehrlich, von hier an, mein Leben ist für Christus, das ist nicht mehr für mich. So was andere tun, was du dann anpasst, das ist nicht mehr besorgt. Aber ich bin nicht besorgt, omdat ich in Licht sein für Christus. Dat mein Leben wird ein Beispiel sein, mein Leben wird ein Zeugnis sein, sodass andere werden zu Christus getragen werden. Ich würde Steine zu sie treiben, das ist mir ein Downfall, was Menschen zu mir sagen. Das ist ein Downfall, wenn ich kritisieren, oh, du kannst nicht mehr das tun. No, das ist nicht, dass ich kann. Ich will nicht. Heute kannst du auch nicht mehr jeden Tag essen. Oh ja, ich kann.
Oh, die lassen kosten nicht und ich muss mehr so ein Fleisch essen als dort. Oh ja, komm. Aber ich habe hier entschlossen, ich war nicht. Wo wäre ich nicht? Omdat ich kann den Reis ran, was für mich gesagt ist. Das ist Hebräer 12, Vers 1. All die Sinnen, die Lasten, die wir uns so ablehnen, die uns treholen von den Reis heran, die Dinge müssen wir weglassen, gehen lassen, loslassen, offline. Die Dinge, die uns hindern von den Reis heran, sodass wir können Menschen klar den Weg weisen durch Christus. Wo sehr wie besorgt um Menschen, die verloren sind. Wenn wir uns abmerken, wenn wir mal den Staat nehmen, nicht nur vernehmen, wir mal den Staat nehmen, gut mal, gut durch die Put, merkt den Weg rein, merkt den großen Weg rein, merkt den vorig, riemt die Steine zu sehen, und wies der Lied jede Flower. Da wollen wir in Christus kommen. Dit ist, was der Christus uns gewählt hat. 2. Korinther 4, Vers 20. Doorwegen sei je nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft. So als wenn Gott selbst jünd durch uns anreden würde, so prache wie jünd in Christus seine steht, lot jünd mit Gott versehen. Gott seine Vertreter. Jesus Christus ist hier von der im Fleisch. Den Körper und ein Mietkörper, von wir am angehört. Er ist hier nicht mehr bloß ein Körper, so seit 2000 Jahren treiben wir. Er vertritt im Himmel, er schickt sein Geist und Gott sein Geist ut über alles Fleisch, sodass alle die Arme abnehmen. Da hilft er, macht Gottes Kinder zu werden. Alle die willig sind, wohl zu gehen, den Stab zu nehmen, wohl durch die Put zu gehen, er ist die Put. Wer sich am Hand jaft, wer die Steine zu sie drängt, in den Wachtblick merkt für seine Feind, die wird ein Licht sein, die wird ein Vertreter sein für Christus in dieser Welt, in viele Worten durch Christus kommen. Das erste Zeugnis von mir, von Jünd. Muss Gott geben, dass es noch viel teilnehmen, dass noch viele würden zum Glauben kommen und Jesus Christus durch Jünd Zeugnis, durch Jünd Leben, durch das Licht, was Christus durch Jünd schien lädt. Viele Segen noch, viele Forschen. Muss Gott uns helfen, dass wir würden so ein Licht sein, so schien, dass die Menschen wollen, durch Christus getroffen worden, besonders war, wenn wir reinmerken, das ist die Weihnachtszeit. Wo wir reinmerken, das ist die Weihnachtszeit? Kriegst du die Welt das? So bist du damit beschäftigt? Was sehen die an uns? Wenn wir uns ganz Gott handgeben, wenn wir uns Licht schienen lassen, dass die wollen Christus in uns und durch uns erfahren, in seinem Leib. Da wir noch zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du hast den Weg reingemerkt. Der Prophet sagt, dass die Menschen, die am Düsteren saßen, haben ein gerautet Licht gesehen. Zu uns hast du ein Sehen geboren. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du kennst auf dieser Welt, du nimmst Menschengestalt an, du lädst alle zu sie rein, wo wir am Stich stehen, dass wir Gott sein können. Willst wir sind, und du bist herrlich. Und dank wir dich, Herr, dass du kennst und du hast uns den Vater gewesen. Wo leiftolig, wo barmherzig, wo gnädig, wo geduldig, wo gerecht, wo Gott ist. Dankeschön, Herr, dass du hast uns erleist, durch den einen Blut, dass wir nicht, was du nicht willig wirst, Hand zu geben, um uns zu raten. Und nu sagst du, Herr, in dein Wort, so ist der Vater dir geschickt hat, so schickst du uns.
Und Gott, help uns, dass wir würden willig sein, uns auch so Hand zu geben, dass nicht mehr uns wollen, aber dien wollen sein. Dass wir würden mehr besorgt sein, die Romans um uns selbst. Dass wir würden mehr besorgt sein, die wir verloren sind, als an uns selbst. Dass wir wirklich würden sein, die Steine zu sehen, den Weich für unsere Feind Blick zu merken, dort Kramme Blick zu merken, dort Hüge Geduld zu bringen, dort Leer abzuheben, den Weich Glut merken, den Weich Graut merken, so dass noch viele können, nur die kommen, die in dieser Zeit Segen tun. Herr, du hast uns hier in dieser Generation angestellt, hier als deine Vertreter zu sein, in uns deine Zeugen, mit uns Leben zu zeugen, und mit unserer Welt, mit alles, was wir sind, und alles, was wir tun. Help uns, Herr, du willst ohne die, ja, wir nichts tun. Wir sind ganz abhängig von dir, für uns Leben und für uns Zeugnis. Wir befehlen uns dir und wir danken dir für dein Wort und preisen dich, Herr, für was du getan hast, für was du das und für was du noch tun wirst. Nur das Versprechen, nur dein Wort nur. In Jesus' Namen beten wir. Amen.